Kurz und lustig. Hast du gesehen, wenn ich dir's versprochen habe? Mami, ich finde das super, dass du... Psst. Sie hat dem Dani zugeblinzelt. Wieder war das komische Leuchten in ihren Augen. Der Dani hat einfach zurückgeblinzelt. Es hätte mal eine alte, gefürchtige, böse Hex gegeben. Die Frau Fingerhut. Sie hat mit ihrem Rab und einem schwarzen Kater zusammen gewohnt. In einem kleinen, lottrigen Hütli, mitten im Wald. Sie hat mit niemandem geredet, mit keinem Mensch. Und trotzdem war ihr nie langweilig gewesen. Im Sommer hat sie fleissig Kräutli, Beere und Pilze gesammelt. Und im Winter hat sie ihr Zauberbuch vorgenommen und stundenlang drin gelesen. Sie hat schon Tausende von Zaubersprüchen auswendig gewusst. Aber jeden Winter hat sie noch ganzen Haufen neue dazugelernt. In dem Buch sind die verschiedensten Zaubersprüche drin gestanden. Gute, aber auch böse. Kreuz und quer durcheinander. Weil aber die Frau Fingerhut eher eine böse Hex war und ihrer Lebtag noch nie etwas Gutes gezaubert hatte, hat sie auch nur die ganz bösen und schlimmen Zaubersprüche gelernt. Die guten hat sie gar nicht erst gelesen. In einem riesengroßen Kessel hat sie Tag für Tag die geheimnisvollsten und seltsamsten Säftli gekocht. Für die hat sie eben die Kräutli, Beere und Pilze gebraucht. Wenn die Säftli und Zaubertränkli amix lang genug gekocht hatten, hat sie in kleine Fläschchen abgefüllt und in ihre Vorratskammer gestellt. Nacht hat sich die Frau Fingerhut dann in eine Eule verzaubert und ist in den Wald geflogen. Einfach so. Die ganze Nacht ist sie durch den Wald geflattert und hat einen grusigen Mais gemacht. Erst am anderen Morgen ist sie amix wieder heimgekommen. So ist das Jahr für Jahr gegangen. Und so hat es der Frau Fingerhut schambar gut gefallen. Bis eines Tages etwas passiert ist. Sie war wieder einmal am Kräutli sammeln, wo sie ein junges Mädchen angetroffen hat. Die Rosmarie, das Töchterli vom Oberförster. Guten Tag, liebe Frau. Die Rosmarie war eine Herzige, mit blonden Haaren und knutschblauen Augen. Sie hat noch nie etwas von der Frau Fingerhut gehört. Sie hat brav Grüezi gesagt und gelacht und giggelt und den grossen Korb mit den vielen Kräutli bewundert.